Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone. Uff, pelzig. So, dann gucken wir nochmal noch der tolle Benzinpumpe. So. Machen wir uff. Sind wir da drin? Dreimal Schrott. Nicht schlecht. Okay. Was gibt's hier noch? Kerosin, wovon wir schon so viel haben. Nochmal Schrott. Eventuell können wir dort mit unserer Bike auch upgraden. Nochmal Schrott. Kann man nie genug haben von Schrott. Wie im richtigen Leben. So. Boah. Entschuldigung, gerade eben. Boah. Das war Körperbeherrschung. So, da haben wir anscheinend noch ein Bike rumstehen. Usa, bist du da? Da haben wir sie, die Benzinpumpe. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Scheiße! Okay, das... Ripper! Usa? Jetzt Boseman? lernen wir einmal diese ominöse Ripper kennen. Wo ist es? Halt durch, Da Boseman, ist es. ich komme. Okay, jetzt müssen wir aber schnell machen. Befürchtete Zeit zum Umgucken. Ich höre sie. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Alter! Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verehrte. Du bist verehrt. Steig hinab. Steig hinab. Mich. Alter, was für kaputte Scheißkerle. Alter. Okay. Verdammte Scheiße. Rette Booster für den Rippern. Schulterwechsel. Drücke X beim Zielen. Mit L2, um die Schulter zu wechseln. Okay. So, ist mir jetzt scheißegal. Hey, hier drüben! Der kriegt auf jeden Fall einen Ihr Kopfschuss. Dreckkerle! Weg von ihm! Getroffen! Ja, Arschlöcher, kommt schon! Zeig ihm Schmerz. Ich zeig dir gleich Schmerz, du Arschgeig. So, der ist kaputt. Und die hat auch einen Kopfschuss kassiert. So, okay. Usa, Ich töte sie alle. Usa, komm. Boah, der Arm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helfe dir hoch. Jetzt schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Wir müssen weg, Mann. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Ja, jetzt darf ich wohl fahren. Scheiße. Dann sind wir tot, wenn ich fahren muss. Oh Gott, die Horde. Alter. Krabbler sind Überlebenskünstler und Opportunisten. Sie greifen nur an, wenn sie deine Schwäche bemerken oder gereizt werden. Trophäe erhalten in Kupfer, nur eine Fleischwunde. Ja, schwarzer Ritter. Ach, du liebe Zeit. Die Rest-in-Peace-Doktrin ist Gesetz. Ripper foltern dich, bist du, bla bla. Na toll. Ripper scheinen ja ganz nette Typen zu sein. So richtig friedfertige, überhaupt nicht kultistisch angelegte Gentleman. Mann, oh Meter. Stiefelmesser ist zwar schwach, aber dafür unzerbrechlich. Ist auch gut. Okay. Krieche durch Löcher in Zäunen, um Gegnern vorläufig zu entkommen. Okay. Mann. Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier.
Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Es ist wenigstens sauber und sicher. Mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Ja gut. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Schade. Sind so wichtige Waffen weg. Okay. Drifter in den Bergen. Überprüfe den Waffenschrank. 6% der ist mein Bruder. 4% in Stücke gerissen. Ach, die liebe Zeit. Okay, Waffenschränke. Gewähren dauerhaften Zugang zu angekauften Waffenwaren, die du im Feld findest, werden aber nicht in einem Waffenschrank gelagert. Bla bla. Neue Objekte, Waffenschrank. Primärwaffe 0 von 0 verfügbar. Handfeuerwaffe 1 von 1 verfügbar. Die 9 mm. Sehr schön. Die können wir jetzt auch nicht, irgendwie basteln oder so oder upgrade oder sonst was. Besser als nichts, aber auch nicht genug. Am effektivsten wären wohl Kopfschüsse oder ganz viel Munition. Okay, Armbrust. Ja, cool. Die holen wir uns doch glatt. Je mehr Bolzen du herstellen hast, umso vielseitiger wird die Armbrust. Ja, hier steht wirklich hast. Eignet sich besonders für Tarnangriffe. Das Nachladen der Armbrust dauert länger. Okay, ja, die wollte ich unbedingt haben. Die haben wir auch angelegt. Und da ist nichts gelagert bei der Primärwaffe. Okay, jetzt möchte ich gerade mal gucken. Ja, da haben wir die Armbrust tatsächlich. Schieße und Ziele kann ich hier nicht. Ein Upgrade-Schrank oder so wird hier wohl nicht dabei sein. So Werkzeugbank. Also ein Bollerofen, da wird es auch richtig gut warm da drin. Aber du heizen sie immer. So. Warte mal, Gaula. Ich hätte ganz gern, wie gesagt, die Armbrust gewählt. Na egal. Dann halt nicht. Hier kann ich offensichtlich noch nichts machen. Da habe ich noch nichts. Und mein Überlebensmodus sagt mir, leck mich am Arsch. Gut. Na dann Rona mit uns. Wir wissen nicht, wie gut die Freaker klettern können. Wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Okay, da kommt jeder hoch. Und ja, da muss man definitiv was holen, weil das sieht aus wie kurz vor Tod. Baseballschläge aus Holz. Sehr gut, dass wir da noch hin. Ah ja, jetzt können wir. Halte mal eine Gaula. Ich möchte die Armbrust. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Weg zu ihrem Ziel immer mehr zu Boden. Wenn du auf etwas weit entferntes schießt, solltest du höher zielen, damit der Bolzen auch sein Ziel erreicht. Okay. Gut, das probieren wir dann einfach mal bei Gegner aus. Vorher gucken wir uns natürlich nochmal um. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeug ich hier herstellen kann. Halte mal eine Gaula. Reingehen zum Hersteller. Was brauchen wir dann zum Hersteller? Zedernsetzung und Schrott brauchen wir davor. Okay, für die Spitze dann wahrscheinlich, ne? Einfach so spitze Metallschrott wahrscheinlich. Okay, warte mal. Halte mal eine Gaula. Ich glaube, wir legen mal schnell den Verband noch an. Können wir nämlich den hier plündern. Der Lappen nehmen wir auch noch mit. Quatsch. Ich wollte mir hier die Armbrust wieder auswählen. Genau. Gut, da ist nix. Okay. Da wird es aber auch mal wieder Zeit, dass wir hier mal eine Runde speichern wieder. So, ihr seht es zwar nicht, aber ich denke, ja, es hat es gespeichert. Jo, Drifter in den Bergen. Gut, dann wollen wir doch mal. Ich gucke mich erst noch mal ein bisschen um. Da ist Benzin noch. Keine Ahnung, was ich mit der Kanister jetzt noch Tolles machen kann, außer sie zu werfen.
Unser Bike müsste man damit vielleicht auch voll tanken können, ne? Okay. Wir gehen zu Fuß, wie es aussieht, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Kann ich da zufällig hochklettern? Nö, kann er nicht. Okay, warte mal, da muss ich dann hier übers Tor. Huch! Warum auch immer das automatisch geht. Ah, okay, damit können Gegner hineinkommen. Gut, sein Bike bleibt UA getastet. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich habe da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Finden wir raus. Keine Ahnung, ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Okay, wahrscheinlich ein Haufe Plünderer hier. Entfernt sich auch immer weiter. Aber ich will hier mein Zeug noch plündern. Pistolenmunition, 2 Stück. So, wir probieren natürlich auf dem Weg hinterher zu sein. Erstmal wieder ein bisschen Pause machen. Damit das er Ausdauer wieder regenerieren kann. So. Okay, räume das Plündererversteck. Alles klar, warte mal. Da können wir jetzt mit der Armbrust mal probieren. Fernglas und Markierung. Verwende das Fernglas mit Steuerkreuz hoch und ziele auf Gegner, um sie zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegungen leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Okay, probieren wir das doch mal bei dem. Okay. Dann wählen wir das aus, die Armbrust. Und etwas höher Ziele. Das war ein Kopfschuss. Jetzt bleiben wir mal hier versteckt. Und noch ein Kopfschuss. Okay, also es zielt nicht sehr stark noch auf, wie es aussieht. Das kann ich auch plündern, oder was? Zedernsetzung. Ah ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir das jetzt nämlich gleich basteln. Und haben wieder etwas übrig. Okay. Gut, langsam, leise. Und gucke. Was sind die? Nichts Großartiges. Da habe ich alles Maximum. Ein Attraktor. Schick. Primärwaffe eine M7. Ah, Jagdgewehr, so wie es aussieht, ne? Was hat der bei sich? Schneller Waffenwechsel. Tippe Dreieck an, um schnell deine Primärwaffen zu wechseln. Halte Dreieck gedrückt, um schnell deine Spezialwaffe zu wechseln. Ah ja, so kann ich es dann schnell wechseln, okay. Ja, das ist wahrscheinlich laut wie Sau, das lassen wir jetzt mal gut sein. Und da ist die Armbrust wieder, ja. Ich denke, mit der Armbrust fahren wir ziemlich gut hier. Aber ich glaube, es wurden ursprünglich 6 Plünderer angezeigt. Das heißt, wenn möglich, ganz leiser. Ein Medikit, ja cool. Das ist wahrscheinlich besser als Verband. Aber das war wohl nur ein Vorposte, so wie es aussieht. Ist das irgendein... Nee, das ist einfach nur Holzsetzung. Okay. Gut. So viel zu Denner. Da geht's weiter, ja. Okay, das sind die nächsten Typen. Ah, runter. Okay, dann machen wir das nochmal ganz leise, so gut wie möglich. Und... Treffer. 3 von 6. Ja, sehen wir ja oben links. Okay. Gut. 3 Bolze haben wir noch. Das war wieder ein Treffer. Ein Plünderer fehlt noch. Wo ist der Kasperkopf? So, aber sobald die merken, dass einer stirbt, gucken sie natürlich. Das ist ja logisch.
Schrott- und Molotow-Cocktail. Kleine Spitzhacker. Ich glaube, die Spitzhacke, die ist schlechter. Die ist schon mal verwendet. So, wir bleiben... Ah ja, da ist er. Da ist der letzte Typ. Nee, das ist eine Frau sogar. Und die hat jetzt bemerkt, dass sich hier irgendwas tut. Bierflasch. An. Da ist die Frau. Nee, nix. Okay. Dann schleiche ich nochmal zu dem Typ rüber. Guckt mal, was der Kasper hat. Lappeninventar voll. So. Okay. Ups. Erzähl mir mehr. Okay, warte mal. Können wir mal das ausprobieren? Okay. Das ist ein Jagdgewehr, ne? Na, okay. Das war der letzte. Müssen uns gefolgt sein. Gut, dann verwende ich noch ein Verband. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Gut. Loser, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Okay, die nennt man dann hier Wie Drifter. gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Okay. Gut, dann haben wir ja soweit alles geplündert. Wir haben ja alles auf Maximum. Und unser Lappeninventar ist auch voll. Gut. Cooler Scheiß. Und hier ist wieder Kantholz, nämlich. Ah, jo. Okay. Dann machen wir mal hier auf. Schrott ist auch voll, oder was? Ja. Okay, dann sollte man gucken, dass wir noch so Zedern-Gedöns kriegen. Freaker. Okay, ich gehe jetzt aber nicht beim Freaker vorbei. Ich hole mir jetzt hier nochmal ein bisschen Zedernsetzung, genau. Denn du musst dich die Aare aufhalten noch deine Dinger. Schlechtes Wetter kann das Seh- und Hörvermögen deiner Gegner beeinflussen. Es kann auch Auswirkungen auf den Zustand von, keine Ahnung was, aber. Ganz bezaubernd. Okay, warte mal. Machen gleich noch einen Bolzer. Aber hier gehen wir jetzt mal erst leise vor. Ich muss mich hier nicht mit jedem Freaker hier anlegen. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Das kann ich dir nicht beantworten, Berschel. Okay, ja, ich halte mich von der Stroß fern. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Wenn ich mal Bike hab, kann ich den immer noch abhauen. Und vorbeifahre einfach. Ich meine, ich muss mich hier wirklich mit jedem Typ hier kloppen. Warte mal. Ja, hier der Schalldämpfer. Einfach nur sicher ist sicher. Ja, der geht aber weiter. Nee. Nee, das ist mal nicht wert. Oh. Es sei denn, der dreht halt um, ne? Oh, Scheiße. Weg, weg. Lauf, lauf. Okay. Gut. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Das war mir jetzt etwas zu unsicher einfach. Hoppla. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Den habe ich noch erlegt. 24% hat er nur noch mein Schalldämpfer. Der wird nämlich allzu lange aushalten. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby. Wo zum Teufel steckst du? Das sind ja eher so Impro-Dinger, ne? Das ist jetzt kein richtiger Schalldämpfer, der für die Ewigkeit Hier war's. gebaut worden ist. Genau hier haben wir es abgestellt. Und natürlich geplündert, ist doch klar. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Koblenz! Hey, du bist aus Koblenz Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey,
Stopp! Okay. Halt, verdammt! Folge Copelands Mann. Nicht mal. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht. Oh Gott, verdammt. Okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Oh Bist fuck. du da? Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Und ja, jetzt ist mal zumindest ein Freaker hinterher. Oh, oh, 2. Schnell durch. Na dann aber hoppla. Oh Mann. Oh Meter. Die Welt ist groß hier. Okay, hier kommen wir wieder ein zivilisiertes Gebiet oder besiedeltes Gebiet zumindest mal. Jetzt aber schnell. Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Okay. Copelands Camp. Ja, zu dem Martial Law-Effekt. Unter Kriegsrecht. Finde Money. Klingt doch sympathisch. Okay. Das sieht schon so ein bisschen Mad Max-mäßig aus hier. Wollen die das aufhalten? Das Tor? Na gut, dann halt so. Wie sieht es denn hier mit der Küche aus? Abliefern, Küche. Ah. Sag aber nicht, dann kann ich die Ohren abliefern. Das wäre richtig ranzig. Okay. So, dann gehen wir halt erstmal zum Money. Beute. Ah, da gibt es dann verschiedene Händler, wie es aussieht. Händler? Und der Money ist wohl der Elektriker. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Der Motor, zu der beschäftigt. Kfzler. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du. Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, oh. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay, So Gut, dass eine, es meins war. okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert. Und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Okay, also mein Bike ist ausgeschlachtet worden. Na, Als großartig. hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Das ist dann wohl der Chef. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, Optionaler Dialog. Loser. Den hören wir aber. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wenn niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Hält also wohl auch nicht ewig, das Camp. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstämme, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war. Das Ködern mit Salz damals. Für das gab's nur ein Gesetz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Amen, Sir. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht.
Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deke. Oh, Leon. Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Komm, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Pup. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Okay, es sieht wohl aus, als könnten wir hier diverse Sidequests annehmen. Klingt doch mal ganz cool. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.